Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Das ist der Leitvers von unserer neuen Serie «Entfesselt Leben», wo wir anlehnen an unser Jahresthema, so einen Fokus, wo wir als ganze GVC-Bewegung setzen, wo wir uns darum kreisen in diesem Jahr. Es geht um Freiheit. Aber es geht dabei nicht nur um so Befreiung im klassischen Sinn, wie wir das vielleicht uns gerade so im ersten Moment vorstellen, sondern Befreiung hat ja noch viel tiefere Aspekte. Und das haben wir versucht, mit dem Wort entfesselt auszudrücken. Entfesselung ist einerseits eine Befreiung von Fesseln. Der Novak Djokovic ist gerade so ein bisschen an dem dran im Moment. Aber es hat auch andere Bedeutungen. Zum Beispiel die Entfesselung im Sinn von nicht aus etwas Schlechtem rauskommen, sondern so die wahre Bestimmung erst richtig finden. Und das würde ich gerne mit dem Marco Odermatt beschreiben. Der Typ ist entfesselt, wie der den Berg runterfährt. All für die, die ein bisschen interessiert sind, vielleicht sagt euch der Name etwas. Also Entfesselung ist auch das Finden von Bestimmung, ein Finden vom Sinn, ein Finden von dem, was in einem eingelegt ist, oder eine Frucht an den Tag legen. Und so, wenn wir den Begriff viel weiter fassen als nur einfach Befreiung in sich. Wir glauben von Herzen und erleben auch, dass eine Nachfolge von Jesus, ein entfesseltes Leben, ein versöhntes, ein fruchtbringendes und damit auch sinnerfülltes Leben im Heute bedeuten kann. Und das mitten in den Schwierigkeiten vom Alltag oder in den Herausforderungen, die ein Leben einfach so mit sich bringt. Und somit ist die Serie nicht ein linearer Punkteplan, wo du so einen Schritt nach dem anderen machst, wo dann so abgehakt, jetzt bin ich frei. Oder so auch nicht eben eine Masterclass mit Houdini, die von euch, die ihn kennen, der Entfesselungskünstler, der berühmte. Sondern es ist vielmehr ein Kreisen um Themen vom Leben und konkret um Gott und um Jesus. Etwas, wo wir immer wieder aufgerufen sind als Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Und dort drinnen die Sinnerfüllung finden. Und dann zu entdecken, wie Frucht aus dem entstehen kann, wie Entfesselung geschehen kann, indem wir auch unsere Bestimmung, unseren Zweck neu finden. Das ist unser Wunsch und unser Traum und auch unser Gebet für diese Serie. Und danke, wenn ihr mitbetet in dem hinein. Heute drehen wir uns im Teil 1 um Freiheit von begangenen Fehlern. Es geht dabei um unser fehlerhaftes Menschsein und die Bürden oder eben die Fesseln, die uns das manchmal dann so im Alltag anlegt. Der Titel kann ein bisschen missverstanden werden, nämlich in deiner Vergangenheit gibt es Fehler und irgendwie musst du von denen noch frei werden. Der Aspekt, den wir aber aufnehmen möchten, ist vielmehr der, wo in dem Wort begehen drinsteckt. Also etwas begehen, das ist etwas, was man auch laufend tut. Also nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt sind wir halt einfach mal mit unseren Füßen auf dieser Erde und in dem Sinn begehen wir Fehler. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wie können wir von diesen Makel, die das Leben auf dieser Erde mit sich bringt, frei werden. Wie geht das? Wie können wir uns auch entfesseln von dem? Und dazu müssen wir zuerst anschauen, was den Fehler bedeutet. Ich denke, jeder von uns kennt das Wort. So, es hängt manchmal wie ein Damoklesschwert über uns, zum Beispiel bei der Theorieprüfung beim Autofahren. Weil da gibt es eine gewisse Anzahl Fehler, die darfst du dir erlauben. Und wenn du wirklich gut so im Zeitmanagement bist, dann schaffst du einfach genau einen weniger zu machen und durchzukommen. Es gibt dort falsch und richtig. Es gibt immer klar Haken oder Kreuzchen. Es gibt es dort, es gibt es beim Videogame, es gibt es bei Rechnungsaufgaben. Es gibt Sachen, da gibt es klares richtig und falsch. Du kannst die Lösungsschablone drauf tun und dann siehst du, was ist. Und du kannst nachher sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Oder vielleicht noch ein bisschen stärker ausgedrückt, das ist wahr und das ist böse. Die Fehler, die wir darüber reden, die sind nicht solche Fehler. Oder, ich möchte die ja nicht verneinen, die gibt es. Es gibt auch in der Lebensführung richtig und falsch. Es gibt so Sachen, da ist es eigentlich einfach klar. Und daran gilt es zu arbeiten. Aber ich glaube auch, dass oftmals dort, wo man dann einfach noch mit der Schablone anschauen kann und sagen, richtig, falsch, viel tiefer liegender etwas von dieser Fehlerhaftigkeit von uns Menschen liegt, wo wir haben. Wir verstehen Fehler viel breiter als eine Zielverfehlung oder so eine Bestimmungsverfehlung. Und das ist auch das, was in dem Wort Sünde, das christliche Wort oder das biblische Wort, wo wir so als religiös taxieren, drin haben. Das kommt aus dem hebräischen Kata oder griechisch Hamartia und bedeutet am Ende eine Zielverfehlung. Wie wenn du mit den Steinschleudern etwas versuchst zu treffen und du triffst es nicht. Und jetzt gibt es ja dort
Das Bullseye, so der rote Punkt in der Mitte, aber es gibt dann auch so noch ein paar weitere Kreise. Es gibt nicht einfach ein Absolut daneben oder ein Absolut nur drin. Das gibt es irgendwie auch, aber es gibt auch noch ganz viel mehr dazwischen. Und ich glaube, das zu entdecken und zu erkennen, dass unser Menschsein eben Bestimmungsverfehlung manchmal hat, wo manchmal knapp daneben ist. Manchmal fast geschafft, aber eben doch nicht. Das steckt in dem Wort drin, in dem Fehler, in dem Fehlerhaften, in dem Verfehlen. Als Christen glauben wir, dass wir Bestimmungen in uns tragen, die Gott in uns geleitet hat. Und manchmal sind wir weiter und manchmal weniger weit von denen entfernt, in dem wir leben. Aber trotzdem liegt man am Ende daneben. Also Sünde will ich nicht so plakativ, so ganz einfach, das ist klar Sünde, das nicht beschreiben, sondern es gibt manchmal da auch noch so ein bisschen Schattierungen. Und lass uns das entdecken. Was sind denn Bestimmungen, die Gott in dich und mich geleitet hat? Ich glaube, in erster Linie sind wir bestimmt zur Beziehung mit Gott. Das entdecken wir ganz am Anfang von der Bibel, in dem Wunsch von Gott, Beziehung hat zum Menschen. Das ist eine Bestimmung, die tief in uns liegt und die zeigt sich auch in uns in dieser Suche nach Sinn, in dieser Suche nach eben Erfüllung im Leben oder auch in dieser Suche nach etwas, das wir anbeten können. Jeder von uns betet da. In dieser Suche nach Herzensfrieden, in dieser Suche nach Versöhnung mit sich selber. Wenn ich Menschen so beobachte, jeder von uns trägt das in sich. Das ist, weil wir bestimmt sind zu der Beziehung mit Gott. Und als zweites haben wir eine zweite Bestimmung, so eine grosse, und das ist die Beziehung zu haben mit unseren Mitmenschen. Der Adam mit der Eva. Und dann, wenn man so die Geschichte von Gott mit den Menschen anschaut, immer wieder das Miteinander vom Volk, zuerst von den Sippen, dann vom ganzen Volk Israel, dann im Neuen Testament von der Familie Gottes, die Gemeinde, Nachfolger von Jesus, aber natürlich auch ganz im engen Kreis mit der nächsten Familie. In uns drin steckt die Bestimmung, die gewinnbringend Beziehungen zu leben. Das heisst, etwas daraus zu nehmen, aber auch etwas reinzugeben. Liebe, Förderung, Ermutigung. Und die zwei Bestimmungen, ganz ehrlich, ich verfehle die täglich. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Und der Paulus sagt das so sehr klar und deutlich im Römerbrief, in dem berühmten Vers über die Ungerechtigkeit vom Menschen, Römer 3,23. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, wo Gott einem Menschen ursprünglich verleihen hat. Ursprünglich in der Schöpfung, in dem, hey, ich schaffe dich zur Beziehung mit mir. Wo Gott das gemacht hat, hat er unsere Herrlichkeit, nämlich seine eigene verleihen. Aber in unserem Lauf vom Leben verfehlen wir das Ziel oft, die Herrlichkeit zu widerspiegeln. Und das Schuldig in dem Vers, Römer 3,23, das steht für gesündigt, also eben Ziel verfehlt. Alle verfehlen ihr Ziel, haben ihr Ziel verfehlt und spiegeln die Herrlichkeit nicht mehr wider. Keiner von uns. Wir können sagen, die Herrlichkeit Gottes, die aus dieser Beziehung mit ihm sollte in uns sich zeigen, sodass andere Menschen davon profitieren, die finden keinen Resonanzraum. Oder nicht immer. Und etwa die sehen Menschen den Dani und nicht Gott. Und das Heidi und nicht Gott. Und der Peter und nicht Gott. Das ist Verfehlung. Und natürlich drückt sich das nachher in unseren Beziehungen aus. Durch Egoismus, durch Hochmut, durch falsche Prioritätensetzungen, falsche Lebensmittelpunkte, falsche Götter, die wir anbeten, falsche Sicherheiten. Oder falsch. Das ist wieder so ein Wort, solche, die am Schluss nicht heben, was sie versprechen. Und was machen denn die Fehler mit uns? Also ich will euch anführen, ihr merkt, irgendwie zu entdecken, Sünde ist irgendwie da. Auch wenn wir ja eigentlich als seriöse Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christus bemüht sind, ja, nicht sündigen, aber sie ist irgendwie da, sie ist mit drin. Und genau diese Zielverfehlung, die ich jetzt aufgezeigt habe, macht etwas mit uns. Und manchmal im Moment der Tat nehmen wir es vielleicht gar nicht wahr. Aber so ein bisschen, vielleicht wenn man mal ein bisschen reflektiert, da ist plötzlich Scham in unserem Leben. Und so stelle ich es manchmal fest. Plötzlich ist sie einfach so schleichend da und ist mit drin. Ich schäme mich. Es ist so eine Form von das Bewusstwerden, irgendwie verfehle ich meine Ziele. Und das löst in mir dann auch Traurigkeit aus. Und das ist eine Form von Fesseln, die das mir anlegt. Ich versuche das wegzudrängen, aber irgendwie ist es trotzdem da. Reue. Reue, über das ich etwa die nachdenke, denke ich, mein Leben, ich habe ein paar Fehler gemacht. Und dann schmerzt mich das. Und das ist doch eine Art ein Fesseln, der Schmerz, der dann aufkommt. Und gerne möchte man dann zurückspulen. Vielleicht ganz praktisch, ein paar Worte, die man gesagt hat, nochmal zurückzunehmen.
Daten rückgängig zu machen. Und jetzt ein praktisches Beispiel aus meiner letzten Woche. Da hat es mindestens eine Situation gegeben, aus meiner engen Familie, aus Gesprächen mit meiner Frau, wo ich ein paar Sachen gerne zurückgespult hätte und anders gemacht. Oder gestern Leitertag, einen ganzen Tag mit ganz vielen Menschen, eine klassische Überforderung für den Dani Weber. Und ich bin nachher daheim und denke so, hey, da ist es verhängt, da ist es nicht gepackt. Vielleicht kennst du es. Es reut mich, es macht etwas mit mir. Daraus kommt Beklemmung. Zum Beispiel, wenn ich den gewissen von diesen Menschen wieder begegne, und denke ich, lieber nicht. Im Migros, im Coop Grütze ist so ein guter Ort. Schnell dort die Abzweigung nehmen, gell? Das Dächli-Käppli anlegen. Es ist eine Unfreiheit. So zeigen sich die Fehler, in Unfreiheit. Nicht mehr das können zu tun, was ich eigentlich möchte. Es ist die Trennung von Gott und der Fülle von seinem Leben. Und wie entfesseln wir uns von dem? Was können wir tun und was kann nur Gott tun? Und wie spielt das zusammen? Ich glaube, allererst ist Erkenntnis entfesselt. Und wenn ein Wunsch, den ich habe, ist, wenn heute Morgen das geschehen kann, dass die Erkenntnis, dass das da ist in unserem Leben, dass das irgendwie aufgeht, dann ist das schon grossartig, weil Erkenntnis ist der Schritt zur Entfesselung, der erste. Weil dort, wo wir geblendet sind über unsere Fehler, dort können wir es auch nicht angehen. Und irgendwie, ja, zu entdecken, die Wegabweichungen, die gehören zu unserem irdischen Leben. Und dann ist eben die Erkenntnis nachher auch die Grundlage für das Bekenntnis, wo so ein erster aktiver Schritt ist, den du und ich tun können. Bekennen. Und weißt du, etwa die denke ich ja dann auch so, muss ich jetzt aufpassen, dass ich alles sage, weil sonst weiss ja Gott nicht, was ich alles falsch gemacht habe. Nein. Es geht nicht darum. Er weiss es schon. Er weiss es wahrscheinlich mal am besten. Aber ich habe da ein geniales Zitat gefunden, das das so gut auf den Punkt bringt und ich möchte euch das zeigen. Der Frederik Büchner, ein reformierter Theologe aus den USA, sagt Folgendes: Gott seine Sünden zu bekennen, bedeutet nicht, ihm etwas zu sagen, was er noch nicht weiß. Aber solange du sie nicht bekennst, sind sie der Abgrund zwischen dir und ihm. Wenn du sie bekennst, werden sie zur Brücke. Der Abgrund ist eben die Trennung von dieser Fülle vom Leben, von dieser Entfesselung, von dem Zustand, von der Entfesselung. Und das Bekenntnis von unserer Fehlerhaftigkeit, das schafft eine Brücke. Hin zu Gott. Hin die Beziehung mit ihm. Und nicht, weil er nicht wüsste, was zwischen uns steht. Aber weil es in dem Moment ein aktives sich aufmachen ist. Das Bekenntnis hat so viel Kraft. Und es ist der Teil, den du und ich tun können. Und ich glaube, es ist nicht umsonst, dass genau darum Jesus sagt, dass wir das täglich machen sollen. Und zwar an einem Ort in der Bibel, wo er zu seinen Nachfolgern redet, in der Bergpredigt. Und dort mitten drin, im Herz der Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7, 4 bis 7, 5 bis 7, mitten drin ist das platziert. Eine Anleitung von Jesus für seine Nachfolgerinnen und Nachfolger wie dich und mich zum Gebet. Und ein fixer Bestandteil da drin ist das Bekenntnis. Es ist ein Schlüssel zur Entfesselung. Das tägliche Bekennen von Schuld. Matthäus 6,12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Jesus sagt, betet so. Betet um Vergebung. Und wenn du um Vergebung betest, heisst das, dass du bekennst, dass du schuldig bist. Und es ist ein krasser Schritt, weil es ist eben die Brücke, die du schlägst, hin zu Gott. Und es ist eine Art das Abnehmen von aller Deckung. Und es kostet alles. Das Bekennen, das lässt uns alle unsere Verteidigungsmasken fallen lassen. Es ist wie in einem Boxkampf und man könnte fast sagen, ich bin da nicht mega drin, aber so, ich beobachte ein paar Leute, die gerne boxen und da gibt es verschiedene Schläge. Und es ist so, der erste Teil ist der Schlag Nummer 1. Ich nenne den die rechte Gerade. Mitten ins Gesicht zu sagen, hey, vergib mir meine Schuld. Weil das ist ein Demutschritt. Das ist nämlich zu sagen, ich habe es selber nicht im Griff. Das ist zu sagen, ich bin fehlerhaft. Das ist zu sagen, ich habe es falsch gemacht. Das ist zu sagen, ich habe es nicht im Griff gehabt. Das ist zu sagen, ich hätte noch Potenzial. Das ist so manchmal ein Schlag in dein Gesicht hier, weil es ist ein Fallenlassen deiner Verteidigung. Die rechte Gerade. Und was krass ist, in dem Satz von Jesus, der linke Haken kommt gerade hinten rein. Dann, wenn du so rasch am Taumeln bist, kommt er von da hin und dann heisst es, und vergib deinen Schuldiger. Noch mehr Demut. Weil manchmal an dem festzuheben, rechtfertigt dir so sehr, dass du selber schuldig bist. Und sagen, hey, und denen vergeben. Und sagen, es ist okay, ich rechne es dir nicht an. Verzicht auf mein Recht. Aber es ist in dieser Verletzlichkeit,
wo die Gnade von Gott uns erreichen kann, wo die Brücke da ist. Es ist in dem Tal der Tränen über unsere eigenen Fehler, wo Gottes Kraft unsere Herzen am meisten verändern und formen kann. Und etwas von dieser Entfesselung kann geschehen in uns hinein. Es ist dann, wenn wir uns ganz in die Hände von Gott ausliefern, indem wir sagen, ich habe es nicht im Griff, es tut mir leid, dass wir ihn am nächsten erleben können. Es ist auf dem Boden von diesen Realitäten, wo wir wieder den Boden unter den Füßen bekommen. Und das möchte ich euch heute von Herzen mitgeben. Entfesselung heisst erkennen, bekennen und das täglich in unseren Alltag mit integrieren. Und dann Gott seinen Job tun lassen. Und ich habe da so eine kleine Hilfestellung vorbereitet, die mich sehr inspiriert, die ich versuche, in mein Leben immer wieder zu integrieren. Ich mache das nicht täglich, aber immer wieder. Und es ist angelehnt an das Tagesrückblicksgebet von Ignatius, aber nicht so ganz konkret. Aber es greift so das auf. Und es ist so ein einfacher Tagesrückblick, den man jeden Tag machen kann, so lang oder so kurz, wie man das möchte. Ich würde sagen, so 5 Minuten sollten ausreichen. Und dann kann man machen, wenn schon das Licht aus ist im Bett, wenn man so ein bisschen jemand ist, der eher länger braucht zum Einschlafen. Die es dann gerade weghaut, vielleicht eher sonst irgendwo. Vielleicht noch rasch aufs Sofa sitzen, vielleicht noch irgendwo ein bisschen, einen Spaziergang machen. Und es sind so 4 Schritte. Und ich habe es versucht, so ein bisschen, dass man sich merken zu machen mit 4B. Also nicht 3G, 4B, um diesen Joke auch wieder mal zu bringen. 4B. Das erste ist betrachten. Nimm dir einen Moment Zeit und lass den Tag Revue passieren. Ich glaube, es ist auch eine mega gute Übung, um sich selber immer wieder zu spüren und wahrnehmen. Hey, was war heute alles gewesen? Rasch morgen bis Abend. Ein paar Begegnungen, die man hatte. Durchgehen. Und dann macht es meistens etwas mit einem. Und dann ist das Zweite, hey, fang an bejubeln. Weil ich glaube, das ist immer auch gut. Sagen, hey, das war cool gewesen. Hey, für das bin ich dankbar. Ich bejuble das. Ich bejuble die Begegnung, das Gespräch, den Erfolg im Geschäft, die gute Zeit mit den Kindern, den Moment, den ich für mich kann. Ich bejuble es. Dort, wo ich mich im Griff hatte, dort, wo ich das machen konnte. Und dann das Dritte und eben das Schwierige, aber auch so Erlösende, das Bereuen. Ich habe das angefangen festzustellen, seit ich das mache, dass es dann so einen Moment gibt, wo ich merke, da hätte ich gern anders gehandelt. Da habe ich zu viel gesagt. Da habe ich zu wenig gesagt. Da habe ich innerlich zu viel gesagt und zulassen in meinem Kopf. Sachen, die niemand von außen sehen würde. Und dann tut es im ersten Moment weh. Und manchmal bin ich dann so, dann wirst du am liebsten selber schlagen und sagen, wie kann ich mich verbessern? Und das Bereuen tut so gut. Und es einfach mal Gott hingeben und sagen, hey, es tut mir leid. Ich habe es nicht gepackt. Es ist so, das Loslassen, Bekennen, Gott hingeben. Wenn ich so den Dös nachlaufe, dann kann ich das Dös ablassen, oder? Es ist dann weg. Und dann befreit weitergehen oder befreit in die Nacht gehen. Aktiv wieder aufstehen, weil jetzt haben wir es losgelassen. Und ich erlebe das wirklich persönlich als so befreiend, so entfesselnd. Und ich möchte dir mega Mut machen, dass in dieser Art und Weise, wie dich das inspiriert und wie du das kannst umsetzen, irgendwie zu integrieren. Weil Jesus hat schon gesagt, vergebt euren Schuldiger und betet um Vergebung. Es gibt Möglichkeiten, Schwierigkeiten zu deponieren und das, was gerade irgendwie so, wo man merkt, das nimmt einem so gefangen und es bei Gott abzugeben und zu sagen, hey, es ist in deinen Händen am besten Ort. Und was cool ist Bekenntnis führt immer zur Umkehr. Das ist nicht etwas, was du nachher machen musst und in eine Gesetzlichkeit verfallen. Bekenntnis und Umkehr ist eng verknüpft, das ist ein schönes Resultat. Das steckt in der Botschaft von der guten Nachricht von Jesus. Bekennen und Umkehr ist so nah beieinander. Nähe zu Gott, die Brücke, die da entsteht und das Innenleben, das führt zum Wunsch in unserem Leben, unsere alten Wege zu verlassen. Immer. Und Jesus hat das auch immer so verkündet, dann, wenn er darüber geredet hat, dass das Himmelreich herbeigekommen ist. Das ist so ein markanter Satz, der in mehreren Evangelien wiedergegeben ist. Markus 1,15 oder eben heute habe ich dabei Matthäus 4,17. Von da an begann Jesus zu verkünden. Also es heisst eigentlich, das ist seine Kernbotschaft gewesen. Kehret um, weil das Himmelreich ist nah. Oder in Markus heisst es eben, das Himmelreich ist da angekommen. Darum kehret um. Und das Himmelreich ist nah heisst, Verbindung zu Gott ist möglich. Wir können mit ihm in Beziehung treten. Und aus dem heraus folgen umgekehrte Wege. Und ich habe das, glaube ich, schon 3, 4, 5 Mal gesagt auf dieser Bühne, aber es ist so entscheidend wichtig.
Das ist nicht eine momentane Sache. Das ist nicht etwas, was jetzt geschieht. Im Griechischen, wenn Ausdrücke im Präsens stehen, dann sind die immer eine andauernde Sache. Das ist nicht eine punktuelle Geschichte. Das ist nicht einmal. Auch wenn es möglicherweise einmal das erste Mal ist, aber es ist dann ein umkehrender Lebenswandel. Darum, wenn das Himmelreich näher kommt, wenn die Beziehung mit Gott entsteht, dann leb umgewandelt, umgekehrt, anders, abgewendet von deiner Sündhaftigkeit, neu ausgerichtet. Und ich glaube, das ist das, was sich nachher in deinem Leben zeigt und bei dem für deine Mitmenschen. Das Wort, das hinter dieser Umkehr steckt, ist Metanoia. Es ist ein ganzheitliches Umkehren im ganzen Denken, im ganzen Sein, in deinem ganzen Wesen. Es betrifft dein Innere, dein Herz, aber auch deine Taten und das, was gegen rauskommt. Und so zeigt sich dann eben das Bekenntnis im Leben. Es führt zu einem veränderten Leben. Und das ist grossartig. Nicht aus Gesetzestreue, sondern weil die Nähe mit Gott neu möglich ist. Weil du dich hingibst und auftust, hin zu Gott. Und dann ist das so der Ablauf. Bekennen, Gott näher kommen, verändert Leben. Bekennen, Gott näher kommen, verändert Leben. Bekennen, Gott näher kommen, verändert Leben. Ein Kreisen. Und ich freue mich riesig, dass wir heute Taufe feiern können. Das ist ein ganz kleiner Einschub. Weil es ist so ein Sichtbarmachen von diesem langen Prozess. Und wenn wir mit Täuflingen auch Gespräche führen, dann sagen wir ihnen oft, hey, das Leben geht irgendwo auch weiter und es wird auch nicht immer nur einfacher. Weil das Ganze ist ein Prozess. Aber das, was wir heute machen, ist so ein öffentliches Statement von diesen Menschen, dass sie sich für diesen Wandel entschieden haben, für die Umkehr. Und darum passt das super gut an. Verändert das Leben aus Nähe zu Gott. Ich will dir heute Morgen dazu Mut machen. Entfesselung ist möglich. Dort, wo du Brücke zu Gott schlägst, indem du bekennst. Und ich lade dich herzlich ein. Und es fängt an mit Erkenntnis. Und das ist der Heilige Geist, der das in deinem und meinem Herz auch heute da wirken kann. Weil es ist Sonntag. Und Sonntag heisst, es ist ein guter Moment, um über das Leben zu reflektieren, zum pausieren, zum uns rausnehmen aus dem Trudel vom Alltag und sagen, wo ist es dran, um eine Richtungsveränderung vorzunehmen. Ich möchte schliessen mit einem Gebet und dazu möchte ich euch einladen, um alle aufzustehen. Und die Bibel ist voll von genialen Gebetstexten. Und ich möchte euch eigentlich mitnehmen in so einen. Und ihr dürft innerlich das mitbeten. Es ist ein Text aus der Bibel, der mit dem Bekennen und mit dem um Vergebung bitten zu tun hat. Und vielleicht zuerst möchte ich noch sagen, wenn jetzt das etwas in dir auslöst, ich möchte nachher dann nämlich ruhig sein nach dem Gebet und werde einfach dann ab der Bühne gehen, die Band wird übernehmen und dann gehen wir ja dann auch noch in die Taufe rein. Aber zuerst werden wir einen Song haben miteinander. Und wenn das etwas auslöst in dir, macht dir heute Mut, einen Schritt zu machen. Wir haben Gebetsangebote auf verschiedensten Wegen. Wir haben in allen unseren Räumen, wo wir zusammenkommen, haben wir Leute, die gerne mit dir beten, wenn es etwas in dir auslöst. Wir haben aber auch online ein Live-Gebet-Möglichkeit, wo du kannst ein Gebet mit jemandem zusammensprechen im Livestream. Und wenn du heute das erste Mal so einen Entscheid triffst, dich hinzuwenden zu dem Christus, die Umkehr so ganz aktiv anzugehen, dann würde es uns mega freuen. Du würdest auch von unseren Gebetsteams zuzukommen, dass wir mit dir zusammen können, irgendwie das festheben. Weil das ist mega kostbar. Darum nehmen wir uns die Zeit, dann, egal was nachher auch mit Taufe noch ist, wenn jetzt etwas geht, ist das mega wichtig. Und so lade ich euch ein, um einfach innerlich mitbeten im Psalm 51. Es ist ein Bußpsalm. Ein Psalm vom Bekenntnis, wo der David ganz persönlich geschrieben hat. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde, von meiner Zielverfehlung, von meiner Bestimmungsverfehlung. Denn ich erkenne mein Unrecht. Meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Sie fesselt mich. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Schon von Geburt an bestimmt die Sünde mein Leben. Ja, seit ich im Leib meiner Mutter entstand, liegt Schuld auf mir. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünden ab, dann bin ich weißer als Schnee.
Du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann, entfesselt sein kann. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz. O Gott, erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Amen.